Hallo. Mir gaat geen van jou waren een beetje wat met te delen. En mir gaat geen te vertellen van mijn beste vriend. Ik weet niet, hij van jullie weer in dad, wat zijn beste vriend is, wat zijn dad is, en wat zijn leraar is, en wat alles wel met hem te doen. Dit is van wat van vriend ik je wil vertellen. En dat is Jezus. Jezus is mijn beste vriend. Hij is mijn dad. Hij is mijn leraar. En hij is mijn broeder. En ik wil je wat van hem vertellen, wat hij zei in dat. En dit is in Matthäus kapitel 10 vers 7. Daar zegt hij zo dit. Hij zegt, wanneer je gaan, dan predigt en zegt, dat Himmelrikj is nu onder dir. En dit is wat Jezus zegt. Hij zegt, goed, wanneer je gaan, dan predigt en zegt, dat Himmelrikj is nu onder dir. En dat is Jezus. Jezus is het Himmelrikj. Weet je wat, wenn Jezus niet wil gekomen zijn, dan würde het geen Himmelrikj zijn. En wenn Jezus denkt en zegt dit, dat dit is wat we zullen doen, dan weer hij hier bij je, en hij weer gekomen. En hij zegt, dat Himmelrikj is nu onder dir. En dat is wat we predigen zullen. En dat is wat we zullen zu den Menschen sagen. Wir sollen zu den Menschen von Jesus reden. Wir sollen sagen, dort an Jesus ist das Himmelrikj. En arm ist das Himmelrikj. Hij ist das Himmelrikj. En dat is zo wondervol, niet? En wanneer we denken aan Himmelrikj, ik weet niet wat die denken, maar wanneer ik aan Himmelrikj denk, dan denk ik aan wat Jezus zegt. Hij zegt, wanneer we worden in de Himmel komen, dan wordt God ons de troon van de uren wegwaschen. Er wordt geen Weide meer zijn, er wordt geen Lieden meer zijn, er wordt geen troon meer zijn. En alles wordt goed zijn. En dan wanneer hij hier wieder gaat, dan zegt hij, es steht in vers 8, zegt hij, heilt de Kranke, reinigt de Lepra, wekt de Dodes op en drijft de Zoeton uit. Umsonst ga je dat gekregen en umsonst geeft dat wieder. En dit is wat het Himmelrikj is in werkelijkheid. Niet? Wanneer ik aan denk aan wat het Himmelrikj is, dat is, er wordt geen krankheid zijn, er wordt geen doden zijn, er wordt geen weide zijn, er worden geen troon zijn, er wordt bloß goud zijn. En Jezus, hij vraagt niet, wil je dit willen doen? Hij zegt, wanneer je gaan, dan predigt en zegt, dat Himmelrikj is nu onder dir. En dan doet deze dingen. De kranke gezond maken. En hij zegt, umsonst heb je het gekregen, geeft dat umsonst wieder. En wanneer hij ons dit niet gegeven had, dan wordt het ook goed zijn. Dit komt voor alle van hem, dit geheert tot het Himmelrikj. En wanneer du hast Jezus aangenomen, dan geheerst du al tot het Himmelrikj. Wenn hij zegt, dan hast du dat eeuwige leven. Wer an Jesus ist, der hat dat eeuwige leven. En wanneer du dat eeuwige leven hast, dan geheerst du tot het Himmelrikj. Even wanneer du nog op deze eeuw bent, wenn dat eeuwige leven, dat is dat Himmelrikj. En dat is wat we gaan aan Jezus. En dan zegt hij, dit is wat we zullen doen. En niet zo bloß zo interessant en zo wichtig en zo groot wat hij van ons verlangt heeft, wat hij wil hebben wat we doen zullen en wat hij ons gegeven heeft aan hem. Hij heeft ons de macht gegeven over krankheid, over den Zoeton, over dood. En er zijn twee soorten van dodes. Ik denk aan wat de Bibel zegt. De Bibel zegt, wanneer wir in Christus ist vom Tod zum Leben gekommen. Eer wir in Jesus sind, dann sind wir tot. Wir sind tot an onze Sinn. Aber wenn wir dann in Jesus kommen, dann sind wir vom Tod zum Leben gekommen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, dort laat je mijn dag op en leert van mij, wegen sexy sanftmütig en van hoor en demütig. En die worden roeping voor jene zeilen. En wenn wir denken und von Jesus lehren, dort ist kracht dit, nicht? Gaan en predigen en zeggen, dat Himmelrikj is nu dichtbij onder dir. Dat is nu onder dir.
En dan de Kranken heilen, de Lepra reinmaken, de Dodes abwarten en de böse Gäste retrieben. En dan sagt er, umsonst habe ich gekregen, geeft dat umsonst wieder. Dat habe ich von Jesus gekregen. En hij wil haben, wie sollen das tun? Wie sollen das tun? Mir ist es interessant, dass ein Mann, der vertelt mir eine Geschichte. Und dann sagt der eine andere, er hat viele Dinge belebt. Und er hat das belebt, wo ein Doden ist zum Leben gekommen. Und er redet schon von, das sind zwei Sorten von Todes. Und wenn wir von Jesus lernen, wir lernen von der Bär, hat er wirkt der Bär ab. Der wird physisch tot werden, aber auch der wird geistlich tot werden. Er kann das Leben zu bringen, zu den Toten, wie wir alle geistlich tot. Aber das Mann hat vertellt, wo ein anderer Mann ist nach ihm gekommen und dann fragte er, wo passiert das einmal, dass du wer geholt wird, oder dass du dort ein Tote, dort er kann Toten abwarten. Und dann fragte er den bloß, er sagte, er fragt den bloß im Bett, die erste Frau, das ist von der Großmama, die wird fahren und sagen, mein Computer schafft nicht. Dann die erste Frau wird sein erster angeplagt. Er fragt ihn, hast du nur für einen Kranken oder für einen Toten gebet? Na, er hat nicht. Dann sagt er, du hast, wo der Anfang ist. Wenn du nicht für einen Kranken oder für einen Toten beten darfst, dann wird keiner gesund werden und keiner abstehen. Also, das ist, wo das anfangen wird. Und das ist, was Jesus von uns haben will. Er fragt nicht, was steht wollen tun? Er sagt, gut, wenn die gehen, dann tut das. Predigt und sagt den Menschen, dass das Himmelreich ist nicht ohne die. Red von Jesus, red von einem Arm ist das Himmelreich, red von Arm und dann beweis Arm, und was das Himmelreich ist, wenn das Himmelreich, das ist nicht Krankheit, das ist nicht Weidio, das ist nicht Todes. Du hast die Sud nicht, der ist rückgedreht. Und das ist, wo wir das Himmelreich hier bei ihr sollen beweisen. Wen Jesus verlangt hat von uns, nicht wen wir das alle weiten verstehen und kann, aber wen er verlangt hat von uns. Und das ist so wundervoll, nicht? So awesome, was er uns hat gegeben an. Und ich will hören, wir sollen auch dort tun, was ein Arm ist. Wir haben ein klein bisschen gucken, wo das lädt, wenn das passieren wird. Und das passiert nicht an unserer Deel. Das ist eine Geschichte von das ein Mann, er wurde richtig geschickt als ein Missionar. Und er war ein feiner Missionar. Er hat gelehrt, Missionar sein. Und er wurde richtig geschickt und er hat Missionsarbeit, ein gewöhnlicher Missionsarbeiter wird. Er predigt, was er gelehrt hat, und er geht von Haus zu Haus und redet dort zu den Menschen von Jesus. Aber das ist sehr normal für diese Zeit, wo er da schaffen wird. Und dann kommt Jesus nach ihm und er sagt zu ihm, ich will Afrika mit meinem Blut waschen werden, das wie wo er Missionsarbeit tut. Und er sagt, und ich will das durch die tun. Und okay, ja, weil, wir würden nicht sich freuen, wenn Jesus zu ihm sehen, nicht? Und er freut sich zu tun und er fängt an, mit Jesus taub zu schaffen. Heu in seinem besten Freund fangen an taub zu schaffen. Heu in seinem Dad fangen an taub zu schaffen. Und du fangst an Dinge zu passieren. Heu fangst an anders zu predigen. Und du fangst an Menschen gesund zu werden. Und du Südtum hat verloren. Und du fangst an Dinge zu passieren. Und dann kommt sie in die Missionsbehörde daheim und er freut sich. Und die werden am Motor späten, was da für Dinge passieren. Die kommen da am sagen, wenn du nicht wieder sowas predigen und so, als du von uns gelehrt hast, wenn du nicht sofort was wieder tun, das du was nie getan hast, dann werden wir die aufsagen. Und am ist es nur schwierig, wie er kriegt betont von der Mission und er weiß nicht gerade, was wieder gehen. Und dann sagt er, okay, aber ich will bloß noch beten, dass Gott mir was Frieden geben, und er geht für sich und er geht ein Gebet. Und er will beten, dass Gott ihm was Frieden geben, dass er was so wieder schaffen, als er ihr schaut. Aber wenn es du ein Gebet ist,
und will Frieden haben über dort, dann sagt Gott zu ihm, sagt Jesus zu ihm, ich will Afrika mit meinem Blut waschen. Und ich will das durch die tun, aber wenn die nicht wärst, das ist okay. Dann will ich nicht selbst wie empfangen, ich will selbst wie wer auf was tun. Dann will ich nicht selbst wie empfangen, wer auf was tun, aber ich will das durch die tun. In diesem Monat, heute kommt Nan mit einem großen Smile on seinem Face und seine Frau fragt, was nicht? Dann sagt er, ich will die Missionsbehörde einen Brief schreiben, dass ich resign, ich kann nicht mit schaffen für ihn. Und dann fragst du, na warum? Dann sagt er, ich kann nicht in einen anderen Wirt. Jesus ist nicht mein Wirt. Ich schaffe von hier wieder, wo ich für Jesus schaffe und das tun, was heute mir sagt. Und ich will einen Brief schreiben, dass ich ab hier mit vielen schaffen. Und dann sagt die Frau noch, was kann ich bei zum Morgens warten? Und so ein, was die Batanas beifallen, und sagt er, no, ich sehe mich klar, was ich will tun. Und dann merkt das Brief vor ich, und er sagt, wenn es der Brief vor ich wir, dann wie er sich so losgeluten und so leicht. Und er hat so ein großer Friede über. Und er hat mit schaffen. Für die Mission. Aber er schafft mit Jesus taub. Und er schafft für Jesus. Und er liert von Jesus. Und er jinkt und er predigt, Daut Himmelrikj ist nie ohne dir. Und er heilt Kranke. Er treibt bei sich Gäste aus. Er reinigt die Lepra. Und er wirkt die Todes ab. Beides, der jässlich Tode. Tausende, hunderte Tausende Menschen kommen zum Glauben. Und viele werden geheilt von ihrer Krankheit. Weil sie Gäste werden durchgedreht. Durch diese Mission, die ging wieder und was da passieren, da einfach grülich, große Samen Menschen kommen zum Glauben und werden gerat, werden geheilt. In die Witch Doctors, da wir sehr viel Witchcraft, was da wie in Witch Doctors, die werden ging in Business, die werden dull und die wollen, da wir eine besondere Witch-Free, die wir dann auch Luther, wo sie Arbeiter, was einmal nach Farm schaffen, die am Halten, die mit alles, die wird Luther die Leiter zu dieser Mission, wenn es die Aldermonisch retiren, dann übernehmen heu und dann wenn es heute ist, wir dann kommt das so eine Früh an und der ist besonders begabt an Witchcraft. Und sie können im Fluch über einen Menschen sprechen, dass er starb. Und wie ein Prediger, der sagt, ich weiß, wen soll von 10 Menschen, die gestorben sind, und die geflucht haben. Und sie kommt doch an und sie will diesen Mann fluchen, wenn die Witch Doctors haben er angenommen, um das tun, und er soll sterben. Und er predigt, er weiß das nicht mehr an, was er soll angehen. Und er predigt, dass Daut Himmelrikj ist nie ohne dir. Und da wurden diese Kranke geheilt. Und die Friede will am Cursing. Aber wenn es steht, dass sie am Cursing, dann fällt sie da an in diese beise Jäster, die machen Rüdi da. Sie fällt da an und schreckt. Und er predigt wieder wen. Er weiß, was er angeht. Er kennt das sind beise Jäster, was du nicht gegen die Kraft von Jesus gehen kann. Und er predigt bloß wieder, und du sind die Helper, was man am Taub sind, was sich mit den Dingen dann dort kämmern, sie nehmen die früh mit der Crowd rein, in drieben die bei sich erst uit. Und wenn sie vorig sind, und heuer vorig mal predigen, dann kommt die früh da am Plattform nach und sie sagt, ich komme hier von dir an, ich will die cursen, dass die sterben sind. Und sie sagt, ich habe das vielmal getan, und ich habe eine sehr große Kraft, um das zu tun, was da an mir wird. Und sie sagt, aber die Kraft, was an die ist, durchgehen kann diese Kraft nicht. Und dann sagt sie, und ich will, ich habe Jesus angenommen, ich will diese Kraft, was in die ist, das ist nicht größere Kraft, als die, was an mir wird. Und ich will die Kraft. Du kommst in Dauja zum Leben, in jässlich Dauja kommst zum Leben. Und das ist, was passieren wird. Wenn das Reich Gottes gepredigt wird, wenn das gepredigt wird, dass das Reich Gottes ist nie ohne dir, merkt ihn dir auf und lud auf bei die nähen. Nimm das Reich Gottes und die nähen und lud an die Band sein. Merkt ihn dir auf und lud sich bei die Tüßig merken. Wenn dann passieren wunderbare Dinge, wenn du mit deinem besten Freund, deinem Führer, deinem Bruder,
den Heilige Geist, den allmächtigen Gott, zu schaffen das. Dann wird das Himmelreich gepredigt. Dat het niet onder die is. En dan worden die dingen, dan wordt het bewezen wat het Himmelrijk is. Het Himmelrijk is niet krankheid. Het Himmelrijk is niet dodes. Het Himmelrijk is niet lepra. Het Himmelrijk, dat is niet bezetene mensen. Dat is een vrije rijk, wo alles herrlich en wondervol is. En wanneer du Jezus hast, dan vangt dat Himmelrijk al van jou aan. Wen hij zegt, du hast dat eeuwige leven in hem. En dat eeuwige leven, dat is het Himmelrijk. Jezus is dat Himmelrijk. Wings hij hier weer en zegt hij, goed en predig. En zegt, dat Himmelrijk is nu onder dir. En dit is mij zo wondervol, zo wertvol, het is zo buitengewoonlijk groot. Ik kan je toch wat groot genoeg voorstellen. Maar dit is wat passieren dat. Wanneer du met mijn beste vriend, met mijn voeder, met mijn broeder, met mijn leraar, taub schaffen is, dan passieren buitengewoonlijke dingen. Wat niet passieren, wanneer du met een systeem, wat door dollartrage arbeid is van mensen als van Jezus en wo deze dingen zijn uitgenomen. Van wat Jezus ons zegt, wat we zullen doen. En die zijn uitgenomen en gezegd, dat is niet meer zo schoof, dat is niet meer de waarheid. Dat is van jou de waarheid en dat is van jou voor mij en voor die. En dat is niet een ding, dat is niet een vrouw. Dat is een bevel van Jezus wat hij zegt, wat we doen zullen. Dat is zoveel gerater. Als wie alles doen kan er verstaan kan, door wen fehlt ons dat zo nodig. Dat Jezus ons beste vriend is, dat hij ons voerder is. En dat hij ons leraar is, en dat we van hem leren doen. Ik wens je bloos de beste, gezenigste, volle leven, wat je kan hebben, wat Jezus verdiend heeft. En dat hij je bloos dan. Wanneer het Himmelrijk begint bij tussen is. En dat is aangehend. En dat wordt immer thuis ja, en immer werkelt ja, en immer leven ja aangehend. God is zegen met je. En laat het Himmelrijk begint zich tussen meer. Wanneer je niet Jezus hast, dan bist je dood in die zin. Kom zum leven. Kom, laat dat Himmelrijk is aan die dier. Jezus is aan die dier. Laat hem nemen. Wenn du am nicht bern hast, wenn du am bern hast, dann laat am sich tussig merken, dat hij sich da wat ganz tussig merken, en dat hij wat übernehmen, en dan worden Dinge durch die passieren. En dan denkt du an, hij sagt, en sonst hast du het gekregen, jaft dat umsonst wieder. Mir angeht hier noch eine Geschichte zu vertellen, und das ist eine Geschichte, was ein Mann hat abgemerkt, aber das ist, wo wir sehr viel von lernen können von dieser Geschichte. Und dort ist ein Mann, der hat einen Kessel, ein sehr schmackes, großes Haus, mit 10 Stufen dabei, und sehr schmackes Stufen. Und dann ein Tag ist Jesus unter dir, und er will bei ihm ankommen, und er lädt ihm nennen, und er sagt, weißt du was, der beste Stuhl, was ich dort im Bein habe, der will ich die looten. Und du hast eine Bootstube, und du hast der beste Bootstube mit einem Jacuzzi dabei, und dat is bloß de beste Stufe, der hat du für dich. Du kannst die Band wohnen. Ich will an das ewige Haus. Und dann, Jesus, der geht in seine Stufen an, und merkt der Tau, dann ist noch ein Nack an der, und dann ist der Sud von da. Und dann, er will den nicht nachluten, aber der kann bloß nennen, und der trubbelt am, und der torment am, und danach der bohrt der Arm durch, hij komt aan temptations en al deze dingen passeren te hem. En dan Samariërs dan groet de zon opgeet dan als war geriet. En dan komt Jezus uit de stoel uit. En hij is een beetje verdrietig over Jezus. Hij vraagt, waarom hebben ze mij niet? Dan zegt Jezus, weet je niet, ik had de stoel door een been. Ik weer door in mijn stoel. In mijn stoel passiert niks. Er wird alles goed.
Okay, sagt er, na dann wird dir das ewige ganze Haus geben, bloß ich will bloß meine Schlupfstube haben. Wenn doch heute Dinge bauen, wo Jesus nicht will bauen haben. Da wären Beker und Stoffbauen, da will er nicht haben, dass Jesus dort sein soll. Und dort wir in seine Stube, und er will bloß die Stube haben. Und dann die nächste Nacht passiert war dasselbe. So tun es war ohne dir. Kommt nan, torment am, troubled am, merkt all diese Dinge doen, was nicht doen will. Und dann zum Morgen ist dann, als war weg, und dann ist gut, als kommt Jesus war. Und dann fragt er, was ist euch? Warum habst du mich nicht, warum passieren diese Dinge? Und dann sagt Jesus, die ganze Haus gehört noch nicht mir. Du hast noch eine Stufe, und dann die Stufe, du hast nicht, dort ist deine Stufe. Du kannst nicht nachkommen. Dann sagt er, okay, übernimm mein ganzes Haus, übernimm mein ganzes Leben, das alles dient, die kostet dran. Dann der nächste Zuwes dann, als der Zuwes, das war dann noch ohne dir. Und dann hat Jesus merkt dir auf. Und so schon die Morgen sieht und steht und kickt nur dir, nur das Nummer ohne dir, kickt er an. Und dann kickt er ganz confused. Und dann sagt er, sind ich euch bei der Rechte steht? Ich dachte, je wird 6 werden naar die komen sturen. Ik dacht, je wordt een andere naar die komen. En hij floot daar aan angst. En hij wist niet wat hij zou doen. En hij dacht, hij wäre bij de rechte steed. Maar hij zag, hier answert niet 6 werden die als ihr schaut. En dat wie Jesus. Jesus answerte dir. Jesus will dienen dir answeren für den so tun. Er will bei dir ganz dein Leben übernehmen. Und dann will er haben, dass dein Leben, du sollst man am Taub schaffen. Er will fair sein und du sollst tun, was er dir sagen wird. Und dann wollen die Dinge ausschaffen. Wenn du was gehen in so tun gehen, wenn du nach dem Port von deinem Leben was sollst regieren, dann, wenn Jesus nicht ganz in Kontrolle ist, du, wo Jesus nicht an Kontrolle hast über dein Leben, du hast das für. Und das bist nicht du. Du hast nicht die Kontrolle, du kannst nicht jeden so tun. Aber Jesus hat den ganz besiegt. Und wenn er in dein Leben Nummer 1 ist, und wenn du dein Leben ganz nur arm hast, und er kann dir fair sein, was du sollst tun, und du glaubst, dass das die Wahrheit ist, was er dir sagen wird, und die das, was er dir sagen wird, dann ist Jesus an Kontrolle über dein Leben. Und dann ist der Sutton nicht an Kontrolle über dein Leben. Und dort ist so eine wahre Geschichte, nicht? So eine große Wahrheit an der Geschichte. Und das ist, mir ist es bloß amazing. Mir ist es bloß wundervoll, was Jesus will tun durch die und was er will, was von der Kraft an ihm ist. Das ist bloß amazing, nicht? Und wenn Jesus sagt, das ist, was du sollst tun, dann ist das die Wahrheit. Dann sind das nicht Leines. Und wenn das an sein Wort ist und das an seine Ehre wieder, dann ist es so. Und dann, wo ich mich fühle, und dann, was ich gelehrt habe, und dann, was ich glaube, was ich ausgefigert habe, Jesus ist klüger, er wird besser, er ist smarter, und ein Arm ist das Himmelrikj. Und das Himmelrikj ist Friede und Freiheit am Helden Jesus. Das ist das volle, beste Leben, was du hast. Dort ist an Jesus. Oh, Halleluja zu Jesus, nicht? Ich bin so dankbar, dass er ist gekommen. Wenn er nicht wie gekommen, dann würde kein Himmelrikj sein. Dann würde es erst nicht sein, als hätten die würden bloß nur eine ewige Zukunft kriegen. Und den so tun sie nicht mehr. Aber nie nicht. Nu hast du eine ewige Freiheit für uns an Jesus. Halleluja. Freund, glaub die Wahrheit und nimm die an für die persönlich.